Sayan hat ein Video gemacht. Und zwar hat er das Video gemacht, wo man gut darauf reagieren kann. Tiefe Fragen beantworten mit dem Mark Galaxy, Adito Toro und Marks Mission. Was hat der Sayan uns so für tiefe Fragen gestellt, beziehungsweise um was geht es hier? Da bin ich jetzt wirklich gespannt wie ein Bogen. Let's go! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin der Typ, den wir Sayan nennen. Und heute haben wir uns hier versammelt. Und zwar, hallo zusammen. Live von Scharf, ich bin der Marks Mission. Wir sind eure Romanshorn. Und zwar tun wir heute miteinander. Sorry wegen dem Ton, hoher Dreckswind, ohne Witz. Kein Problem, Sayan. Ich ziehe mir einfach das Video nicht mehr ein und gebe ein Dislike. Spaß beiseite. Gebe schon mal ein Like. Sayan, yalla. Fragen beantworten sind ein bisschen tiefere Fragen unter anderem auch. Und die tun wir jetzt das vierte unabhängig davon miteinander beantworten. Wir sind hier am Bodensee. Wunderschöne Location, darüber würde ich sagen. Wunderschön, aber man sieht den Hintergrund fast nicht, weil das einfach alles viel zu überlichtet ist. Sayan, nochmal Grüße gehen raus. Das hast du wirklich gut gemacht. Spaß. Let's go. Und Maelo, falls du das im Stream anschaust, viel Spaß mit mir machen. Ah ja, ich mache mit! Jawohl, Sayan, man kennt ihn! Was für ein Ehrenmann! Er erwähnt mich, ist im Video drin! Das ist schon geil, oder? Das muss man schon sagen. Das ist schon eine geile Aktion von dir, Sayan. Da fühle ich dich um. Ich habe es nicht gesehen, das Video davor. Ich bin wirklich gerade überrascht. Und mein Herz geht auf. Und ich beantworte die Frage jetzt so gerade mit. Let's go, ich bin gespannt. Zuerst mal zum Einstimmen, perfekt für meinen Kanal. Lieblings-Harry Potter Charakter. Lieblings-Harry Potter Charakter? Wahrscheinlich. Warte mal, wie heißt der jetzt? Ja, genau. Das ist ein bisschen spezieller Harry Potter Charakter. Ist gar nicht so wirklich ein Charakter, den man in der Serie oft gesehen hat. Aber es ist. Ja, genau, der Typ. Die zwei da. Warte schnell, ich muss schnell das Vorbild machen hier. Der Typ da hier, mit dem redenden Teil. Das ist wirklich Legende, der Typ. Der ist wirklich geil. Oder der Hagrid ist schon geil. Aber der Typ mit dem sprechenden Kopf hier und dann auch wie das alte Mythe über die Straße läuft so. Oh, das ist wirklich eine legendäre Szene. Also die fühle ich komplett. Warte mal, finden wir die auf YouTube? Das ist wirklich, eben der Bus und die Busszene, genau die Szene, das ist wirklich das Beste von Harry Potter. Also einfach so. Also natürlich Harry Potter und so finde ich ja alles geil. Also der Harry Potter an sich und Hermine und so. Aber ich muss sagen, das ist einer von den Charakteren, die ich dann gedacht habe, so geil. Ja, Digga, Brille sagt's schon. Boah, schwierige Frage. Ich muss sagen, wahrscheinlich schon Snape. Snape ist Baba, oder? Ja, Snape ist schon krass. Snape ist ein heftiger Charakter, schon nur der Twist, weißt du? So, dass einfach. Ja, Snape ist geil. Komplett basic, auch der Harry selber, weil der auch gut ist in allem und das macht auch Bock, dem zuzuschauen. Also es ist wahrscheinlich mega langweilig, der Harry zu sagen, aber der Harry ist auch der Main Character und wahrscheinlich auch mein Lieblingscharakter. Oder vielleicht auch der Dobby, aber. Oder die zwei Zwillingsbrüder vom. Also die zwei Zwillingsbrüder vom Ron, die sind ja geil. So, Main Character ist schon der Harry. Schwierig zu sagen, ich würde aber ehrlich gesagt Sirius sagen. Sirius Black, der oh ist schon ja, der ist schon heftig, der ist schon Legende. Das letzte etwas zum ersten Mal gemacht. Oh, aber das weiß ich nicht mehr. Ja, das letzte, was mir gerade so in den Sinn kommt, ist das erste Mal mit dem Zug so richtig in die Ferien. Ja. Digga, Mann, die Frage. Also, die Frage finde ich einfach mal genial. Das Wochenende, Roadtrip. In diesem Stil. Mit Kollegen so etwas habe ich noch nie gemacht. Mega nice, sagen. Hast du den Roadtrip gemacht? Ja, das Wochenende ein altes VW-Büsschen gefahren, das etwa 40 Jahre alt ist und mega schwierig zum Fahren ist. Das Wochenende auch, der Roadtrip. Der Roadtrip ist das erste Mal, wo ich das mache. Ja. Ich würde sagen, ganz spontan die letzte Nacht an eine kleine Homeparty gegangen. Was denkst du, bist du stur? Bin ich stur? Für gewisse Sachen kann ich wahrscheinlich stur sein oder habe das Gefühl, dass ich richtig bin oder richtig liege. Aber irgendwie, wenn jemand mit einer guten Begründung kommt, also eine gute Begründung für sein Argument hat oder so, dann bin ich eigentlich
nicht stur, würde ich sagen. Aber das kannst du selber von dir, glaube ich, nicht so gut sagen. Auf eine gewisse Art schon, ja. Aber ich glaube weniger stur als andere. Aber ich habe schon so meinen gewissen Sturkopf, wo ich so, weißt, wenn ich mein eigenes Bild habe oder meine eigene Meinung, dass ich die schon vertreten. Aber ich wäre eigentlich mega offen für andere Eindrücke oder für andere Meinungen. So. Also ich lasse mir eigentlich alles an. So. Darum. Ja, moin, absolut los. Ja, ein bisschen stur bin ich, ja. Ja, schon. Ich glaube, ich gebe sehr viel Wert auf meine Meinung. Ja, leider. Aber ja, ja, doch eigentlich schon. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre gerne ein bisschen weniger stur. Aber ja, ich schaffe das ja. Definitiv nicht. Ah nein, Weißt nein, du, im nein, Sinn von? nein, ich bin richtig schlecht auch im Diskutieren. Also, ich habe zwar meine Meinung, aber manchmal ist es mega viel so, dass ich sage, nein, das ist ja so, bla bla bla, und dann sagt jemand, ja, aber dann sage ich, ja gut, ist einfach. Aha, wenn sie so sagen, dann bin ich auch nicht wirklich der harte Diskussionspartner, habe ich das Gefühl. Auf welche 3 Sachen kannst du nicht verzichten? So allgemein gesprochen tue ich wirklich gerne, oder habe ich wirklich gerne immer etwas zu tun. Beziehungsweise ich habe nicht gemerkt in letzter Zeit, dass ich gar nicht so gut bin im gar nichts machen. Ich mache jetzt nicht so viel in der Uni oder so, habe nicht so viel zu tun, aber ich habe gleich nicht gerne nichts zu machen, so ein bisschen. Beziehungsweise, ja, irgendwie, ich bin irgendwie aktiv, wo da etwas machen, also für jetzt zum Beispiel YouTube oder so, probiere eigentlich etwas zu machen. Wahrscheinlich, leider Gottes, auf das Smartphone, ist aber eigentlich nur traurig. Und auf was kann ich noch nicht verzichten? Was? Auf meinen PC? Ja. Ich habe gerade etwas gesehen. Auf etwas, was ich sowieso nicht verzichten kann, das sage ich. Viel lieber den PC weg, ist natürlich meine Freundin. Ja moin! Sie sieht das und denkt sich schon jetzt, gut, das ist absolut Arschloch, ich gehe jetzt weg, ich mache nicht mehr. Spaß beiseite. Nein, auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich so die Sachen. Ich bin mir nicht sicher, wahrscheinlich habe ich auch noch etwas anderes Wichtiges vergessen. Familie, ja moin, also auf materielles Zeugs. Ja komm, leck mir Marsch, komm, wir machen weiter, ich bin komplett los. Kannst du nicht verzichten? Spaß, Freiheit und Kollegen. Ganz klar, Liebe, Freiheit und Technik. Essen, Trinken und Sauerstoff. Sport. Sport. Und Sport. Ja, Sport, genau, Sport. Auf Sport kann ich auch nicht gut verzichten, das stimmt. Über was sollte man keinen Spaß machen? Ich finde, man sollte über alles Spaß machen. Ja, Ich finde, man darf Finde ich auch. über alles Spaß machen, wenn es in einem gewissen Maß ist. Ich finde, Spaß ist eine Art, um Sachen zu verarbeiten. Auch mega säde Sachen zu verarbeiten. Also, man darf es natürlich nicht ins Lächerliche ziehen oder so, aber ich glaube, man darf eigentlich über alles Spaß machen. Mir fällt so spontan jetzt nicht ein. Ich glaube, grundsätzlich sollte man über alles Spass machen. Vielleicht, wenn es etwas ist, wo das Gegenüber verletzt, dann nicht, aber sonst... Hast du? Ja, du musst einfach so ein bisschen, wenn du weißt, dass die gegenüberliegende Person vielleicht ein Problem oder gewisse Probleme hat mit so und so Sachen, dann ist es nicht unbedingt, dass du nicht darüber darfst Spaß machen für ihn, sondern dass du einfach ein gesundes Sozialverständnis hast und einfach nicht tust mit der Person dir, ja, die Person extra verletzen, indem du Späßchen reissest auf ihre Kosten. Also das finde ich schon, dass man sozusagen muss ein bisschen aufpassen und nicht ganz so einfach irgendetwas sagen, einfach frei Schnauze alles sagen, sondern man darf über alles Spaß machen, da bin ich auf jeden Fall bei jedem dabei, auf alles Spaß machen, das finde ich auch. Einfach vielleicht nicht probieren, die Leute zu verletzen. Aber manchmal kann man es gar nicht anders machen, aber eigentlich ist das so ein bisschen die Sache. Ja. Das tägliches Ritual? Wenn ja, welches ist das? Ich weiß es gar nicht. Nein. Ja, also... Ja, das tägliches Ritual. Ja, morgen gönne ich mir meistens ein normales Emmy-Kaffee Latte und irgendein Joghurt. Aber das ist jetzt in der letzten Zeit, habe ich das irgendwie so entwickelt. Aber ich weiß nicht. Ja, das ist wahrscheinlich so ein Ritual, das ich habe. Vielleicht ein Unterschied zwischen mir und vielleicht anderen ist, dass andere vielleicht an einen Arbeitsplatz fahren und ich von daheim aus arbeiten kann. Und dass ich quasi in meiner Routine nichts muss. Quasi, ich kann selber entscheiden, wenn ich aufstehe, wenn ich Videos mache und so. Habe ich ein tägliches Ritual? Doch, ich habe so eine ganz kleine, also das ist kein Ritual, aber das ist einfach so ein Tick, den ich jetzt einfach erzählen muss. Immer am Morgen, wenn ich halt vor dem Arbeiten bei mir daheim, kann ich die Stege nicht einen Tritt nacheinander ablaufen. Das ist so mein Ritual, dass ich da immer
3 Streckentritte muss nehmen. Das ist einfach so, keine Ahnung. Das ist so mein Ritual am Morgen, keinen Sinn. Schnaufen du nie. So überall 3-4 Sekunden. Nein, ich glaube nicht. Also ein fixes Ritual. Nicht. Was würdest du gerne ausprobieren, was du dich aber bis jetzt noch nicht vertraut hast? Was würdest du gerne ausprobieren, was du dich aber bis jetzt noch nicht getraut hast? Nichts. Nee, ich wüsste gerade nichts im Fall. Keine Ahnung. Ich würde glaube gerne mal Fallschirm springen. Selbst springen. Ja, vielleicht. Ja, voll. Einmal eine Frau auf der Straße anzusprechen, Digga. Das ist so scary, wenn du eine Frau siehst, die du schön findest. Ich habe es noch nie gemacht. Also, ich habe so Angst vor dem Cringe. Ja, gut. Und das habe ich noch nie ausprobiert. Ich würde es eigentlich schon gerne mal ausprobieren, aber fette Angst, muss ich sagen. Also eigentlich habe ich glaube nichts, was ich noch nicht gemacht habe, weil ich es mir noch nicht getraut habe, was ich gerne machen würde. Sondern die Sachen, die ich gerne machen würde, aber noch nicht gemacht habe ich noch nicht gemacht, weil es noch nicht dazu ist gekommen. Aber die Sachen, die ich mich noch nicht getraut habe, gibt es nichts, was ich machen würde. Bei mir auch so. Weißt du, was ich meine? Singst du unter der Dusche? Auf jeden Fall, ja, ich singe unter der Dusche. Ich kann auch gut singen. Nicht nur unter der Dusche. Ja, Was? alles. Aber ich singe den ganzen Tag 24/7, nicht nur unter der Dusche. Ja, safe. Also, oder? nein, sag mir jemand, der nicht unter der Dusche singt. Safe, normal, oder? Aber das hat jeder ja gesagt. Ja, safe. Aber das macht nie in dem Fall. Nicht? Nein, es gibt viele Leute, die das nicht machen. Möchtet ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Auf welche Frage möchtest du nie eine Antwort wissen? Auf welche Frage möchtest du nie Antwort haben? Wenn, wo ich sterbe? Wenn, wo ich sterbe, kommt mir gerade so in den Sinn. Wieso hast du Smart Mission? Was ich habe gemerkt, lustigerweise genau das Zeug so, gibt's Schicksal, für was sind wir hier auf diesem Planet, was machen wir so, ich habe so gemerkt, das ist alles so, wir sind genau da zum Leben doch einfach, weißt du so. Wenn wir es müssten checken, also wenn wir all das Zeug müssten checken, dann wäre es schon so, dass wir es checken, weißt du, wie ich meine? Auf das Leben nach dem Tod. In dem Sinne, weil, das ist sozusagen der optimistische Nihilismus, dass wir eigentlich Huch! Die Kamera ist ausgegangen. Huch! auf das Leben nach dem Tod. Ja, aber In dem Sinne, weil, das würde ich schon wissen. Aber ich wollte nicht wissen, wenn, wo ich sterbe. das ist sozusagen der optimistische Nihilismus, dass man eigentlich in dem Sinne sagt, wir wissen nicht, was nachher kommt, wir gehen eigentlich davon aus, dass nichts kommt und darum ist das Leben auf dieser Welt umso wichtiger und umso kostbarer. Ja, wertvoller, kostbarer, ja voll. Auf welche Frage will ich nie eine Antwort wissen? Oh, da hat die Was ist in komplett los. Zukunft? Ich finde es mega sad, schon jetzt zu wissen, was bei mir in Zukunft ist. Ja, genau, Das eben ist so. Was bei mir in Zukunft ist oder eben, wenn, wo ich sterbe. Spannend. Also, versteht man das? Ich will nicht wissen, wenn ich in 20 Jahren bin, weil dann weiss ich das ja schon. Dann ist es so, also, wenn wir wirklich, das ist wie wenn du einen Film schaust, den du schon gesehen hast. Das ist nicht so spannend. Das ist wie wenn du das eigene Leben schon gesehen hast. Ich will eigentlich nicht wissen, was in der Zukunft Ja, ist. das ist nicht nice. Das ist eigentlich geil zu sagen. Es ist wie wenn du einen Film schaust, den du schon mal gesehen hast. Das ist nicht so spannend. Weißt du nicht mehr? Shit, geil. Einfach, es ist das Leben. Perfekt. Welche Charaktereigenschaft hättest du gerne? Welche Charakter... Kann ich nicht so sagen. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Alles, was ich brauche. Ich glaube, ich wäre gerne ein bisschen extrovertierter. Ich wäre gerne ein bisschen der Typ, der besser Ja. oder gut auf Leute zugehen kann. Okay, ja, Mit dem habe ich vielleicht. noch ein bisschen Probleme. Ich wäre Ja, manchmal ich bin auch, ich habe das Gefühl, vielleicht ein bisschen mehr Extrovertiertheit würde mir noch gut tun. gerne interessierter. Ja, ich kann es nicht unbedingt als Charaktereigenschaft bezeichnen, aber ich würde schon gerne mein Charisma deutlich ausbauen können. Ja, du siehst, ey. Der Marc mit deinem Hüteli und mit der Jacke. Also dein Charisma kannst du fast nicht mehr höher stellen, also ganz ehrlich. Sagen wir mal, an anderen Leuten oder an gewissen Sachen habe ich manchmal so das Gefühl, es gibt Leute, die interessieren sich für Sachen, wo ich mir so denke, das juckt mich so null. Im Podcast, jedes Mal, wenn wir über Politik reden, es juckt ihn 0, gar nichts, der Marc, was wir über Politik oder generell über solche Sachen reden. Ich würde lieber können so mehr Gegenweg geben oder so mehr zu meiner eigenen Meinung stehen. Ja, schon, stimmt schon. Also, gerade so, wenn man diskutiert oder privat so, nicht so schnell nachgeben bei Sachen, sondern lieber dann mal einen Streit in Kauf nehmen, anstatt resignieren, oder wie man dem sagt. Letzte Frage. Glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? Schreibt mal in den Chat einfach nur mal ganz kurz, ja oder nein. Glaubt ihr an ein Leben nach dem Tod? Also ich finde, das ist eine schwere Frage und ich habe wirklich das Gefühl, dass nach dem Tod, ja, das hast du schon mal im Podcast erwähnt, das Leben nach dem Tod, ich habe das Gefühl, ich bin selber so ein bisschen trauriger darüber, dass ich das so denke. Ich wollte jetzt noch nicht den Chat sehen, ich lese das noch nicht, aber ich bin so der Meinung, dass wahrscheinlich nach dem Tod oder bei wir sterben einfach
sozusagen das Licht aus ist und nichts mehr ist und wir einfach, dass das Leben, das wir hier haben, ist einfach das, was ist und dass es einfach fertig ist, dass leider Gottes nichts mehr kommt. Das habe ich momentan so ein bisschen das Gefühl, aber ich weiß nicht, ob das immer so bleibt oder ich weiß nicht. Also nicht etwas, was man würde verstehen, schreibt der Can. Ja, bei mir ist es einfach so, dass ich nicht, eben sowieso, dass es etwas ist, was man nicht würde verstehen, aber ich habe das Gefühl, dass man das zu fest romantisiert oder zu fest den Sinn in unserem Leben sehen, als dass es wirklich etwas darüber aus hätte. Glaubst du auf irgendeine Art und Weise an das Leben nach dem Tod? Boah, Digga, das sind Fragen, die wir hier gestellt bekommen am Bodensee. Ich habe mir noch zu wenig Gedanken darüber gemacht, um darüber wirklich was zu sagen. Irgendwie glaube ich daran, irgendwie nicht. Nein, ich glaube nicht, dass es irgendwie so etwas wie Himmel oder Hölle oder was es auch von verschiedenen Religionen gibt. Aber ich glaube, dass unsere Energie, die in unserem Körper steckt nach dem Tod, nicht einfach verschwindet. Ja, aber ich habe das Gefühl, die Energie, oder ich habe das Gefühl, oder ich bin vielleicht zu wenig so ein bisschen esoterisch, kann man das so sagen? Ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwelche Energien haben oder irgendwelche Energien verbreiten, sondern dass das, was auf jeden Fall weiterlebt von uns, ist die Erinnerung an uns. Das vielleicht. Aber sonst nichts, habe ich das Gefühl. Leider. Jetzt eine Seele ist, ob es was auch immer ist, oder? Aber ich glaube nicht, dass die einfach verschwinden. Ich denke, dass die auf dem Planeten bleiben und irgendwie wieder verwertet werden. Das ist vielleicht ein bisschen esoterisch, aber keine Ahnung. So denke ich. Ja. Ja, also ich glaube daran. So ein bisschen, jeder hat sich sein Leben ausgesucht so, und du lebst wie dein Leben weiter so auf dem Planeten, einfach in anderen Körpern. Also das Prinzip von Wiedergeburt eigentlich macht für mich eigentlich voll Sinn. Es ist so schwierig, man. Es ist so unverständlich, dass einfach wir leben und dann einfach weg sind. So, weißt du, was ich meine? Dass echt die Welt noch weiter existiert und wir einfach weg, also weißt, dass man nicht mehr spürt oder fühlt. Aber das Leben nach dem Tod, ich kann mir vorstellen, dass man so wie träumt ewig. Also wie schlafen, also könnte ich mir vorstellen. Einen religiösen Gedanken oder anderen? Nein, das nicht. Also jetzt abgesehen von irgendwelchen, was es auch immer wäre. Nein. Oder einfach mehr so an, ich sag jetzt mal, Seele, Energie... Nee, mehr so Seele, Geist-Shit. Okay. Weniger auf die religiöse Basis. Auf jeden Fall mach weiter mit solchen Videos, das wäre wirklich eine coole Sache. Das mit der Erinnerung war eine krass nice Aussage. Eben, also weiß nicht, also ich habe das Gefühl, dass das vielleicht die Essenz ist, wo vielleicht auf dem Planeten, nachdem wir gestorben sind, noch weiter lebt. Unser Körper ist ja zuerst schon noch da. Aber ich habe das Gefühl, dass wirklich mit dem Ableben vom Hören nicht, dass da von uns, von mir als Person, weil ich habe das Gefühl, was mir ausmacht, ist jetzt nicht meine Körperteile, sondern einfach wirklich mein Hören. Das ist das, was mir als Mensch ausmacht. Und im Zwischenmenschlichen bleibt vielleicht einfach wirklich nur die Erinnerung von mir rüber. Es ist gleich noch ein bisschen eine Art und Weise, dass ich da noch auf dem Planeten bin. Ja, vielleicht so. It's the loneliest love, this is the number one.